Ganz ein herzliches Hallo. Heute habe ich für dich ganz zwei tolle, kurze Weihnachtsgeschichten zum Schmunzeln. Mein Name ist Pierina Steiner, Mutmacher und Lebenscoach. Viele freuen sich auf das Zusammensein der Familie, aber setzen sich oft selber ganz fest unter Druck, weil sie das Gefühl haben, es muss alles perfekt sein. Dann kann es absolut passieren, dass man am Weihnachtsfest so müde ist, dass man es gar nicht mehr so richtig geniessen kann. Oder man ist dann auch enttäuscht, weil nicht alles so gelaufen ist, wie es eben eigentlich geplant war. Vielleicht sagt auch mal jemand ein falsches Wort. Neid, Missgunst kommt auf, alte Sachen werden wieder vorgeholt und plötzlich ist die ganze Stimmung gekippt und es ist gar keine Weihnachtsstimmung mehr vorhanden. Der allergrösste Übeltäter ist meistens jedoch die eigene Erwartungshaltung, die Erwartung an uns selber und an unsere Familie. Dabei vergessen wir einfach, wir sind alles nur Menschen, wir haben unsere Ecken und unsere Kanten und die werden auch nicht einfach zur Weihnachten, nur weil Weihnachten ist, einfach abgelegt. Und ich denke, das wird oft vergessen, weil die Erwartungshaltung manchmal einfach zu gross ist. Nimm dir doch einfach mal einen kurzen Moment Zeit und überleg dir, was deine Erwartungshaltung war und ob es vielleicht nicht möglich ist, die einfach auch gerade ein bisschen an Weihnachten runterzuschrauben und alles ein bisschen lockerer zu nehmen. Dann sind wir doch einfach ehrlich. Die Weihnachtsfeste, an die wir uns wirklich erinnern, das sind doch die spassig waren, wo wir Freude hatten und wo meistens nicht alles so ganz perfekt gelaufen ist. Dazu möchte ich dir gerne die erste Weihnachtsgeschichte, eine echte Geschichte, gerade von mir erzählen, die für mich unvergesslich war und meine Eltern und ich manchmal noch dort an Weihnachten uns zurückerinnert haben und immer wieder loslachen mussten. Wenn man dir einen Titel geben müsste, könnte man dir sagen, Vesuv oder Vulkanweihnachten. Ich war dann zumal etwa 30 und habe in Zürich in einer grossen Wohnung gelebt. Und weil ich es beruflich sehr streng an der Weihnachten hatte, haben wir das so abgemacht, dass meine Eltern 2 Tage auf Zürich kommen, statt dass ich auf Bern gehe. Mein Vater, der hat Fondue über alles geliebt und hat mich dann gebeten, ob ich nicht an Weihnachten einfach nur ein Käsefondue machen würde, was mir natürlich sehr gelegen ist, weil wenn ich schon streng hatte, bis am Abend gearbeitet, dann hatte ich ein Fondue natürlich rassig auf dem Tisch. Röscho hatte ich ja und immer noch meine alte Fondue-Pfanne. Wieso alte Fondue-Pfanne? Als ich meine erste Wohnung hatte, um die 20, hatte ich natürlich nicht viel Geld. Und dann habe ich von einer Bekannten von meiner Mutter eine gebrauchte alte Fondue-Pfanne bekommen. Wir haben es uns also in meiner grossen Wohnküche gemütlich gemacht, haben uns auf das Fondue gefreut. Jeder hatte Brot schon auf dem Teller gehabt. Wir haben uns zugeprostet, wo wir das Brot angesteckt und das endlich in das Fondue dünken, haben wir gemerkt, dass es gar nicht so recht köcherlet. Meine Mutter hat mal den Brenner höher gestellt, aber das Fondue ging noch nicht kochen und jeder von uns hat irgendwie an diesem Brenner herumgefiguriert. Aber es ist einfach nichts passiert. Irgendwann haben wir alle so gespannt auf das Fondue geschaut, weil in der Mitte der Fondue hat sich so eine riesen Blase bilden. Und zwar gerade so eine Blase in der Grösse, wenn man einen Ketschgummi gecatcht hat früher und der hat aufgeblasen, bis ihn der Ball vertätscht hat im Mund. Und genau das ist passiert. Wir schauen gespannt auf die Fondue-Blase und irgendeins hat es einen Knall gegeben und hat die Blase vertätscht, das Fondue hat gespritzt.
Und aus der Mitte dieser Blase ist schwarzer Rauch entwichen. Wir haben uns gekübelt vor Lachen, anders kann man nicht sagen. Das Fondue-Essen ist wirklich zu einem Wettkampf geworden, weil wir immer wieder das Brot rein tun und ein bisschen umrühren, bevor wieder die nächste Blase ist gekommen und wieder schwarzer Rauch ausgestoßen hat. Mein Vater hat nur unter Gelächter gesagt, das ist mein erstes Vesuv-Vulkanfondue, das ich jemals im Leben hatte. Und jedes Mal, wenn es wieder die Blase vertätscht hat, ist schwarzer Rauch ausgestiegen. Wir haben uns gekugelt in dieser Küche vor Lachen. Der Grund war, die Pfanne war so alt und der Boden war bald durchgebrannt. Und dann hat es nur noch in der Mitte fast den Boden verbrannt und durch das ist das dann passiert. Das Dessert haben wir dann im Wohnzimmer eingenommen, in der Stube, weil in der Küche hat es ja gestunken wie Anton von diesem schwarzen Rauch und da konnte man lüften und das ist auch nicht ganz rausgegangen. Es hat am nächsten Tag bei uns noch gestunken. Der Tannenbaum ist auch natürlich im Wohnzimmer gestanden. Zu dieser Zeit hatte ich eine Chinchilla, die ich am Abend frei in der Wohnung herumlaufen liess, weil es so ein toller Kerl war, absolut stubenrein, ist sein Geschäftchen immer wieder zurück in den Käfig machen. Also hat natürlich auch am Weihnachtsabend der Chinchilla frei herumrennen. Wir waren so richtig angeregt am Plaudern und haben dazu die Weihnachtsmusik gehört von meinem Vater, Mahalia Jackson. Ja, bis irgendwie so ein Klirren getönt hat und mein Vater so zum Tannenbaum geschaut hat. Und dann sagt er so ganz trocken, du musst mal schauen, die Tannenbaum hat oben fast keine Äste mehr. Und als die Mutter und ich in diesem Moment rübergeschaut haben, haben wir gesehen, wie gerade ein Ast vom Baum oben runtergefallen ist. Wir haben uns ganz verdutzt angeschaut und sind gar nicht recht nachgekommen, was überhaupt passiert ist. Und im nächsten Moment kommt schon wieder ein Ast oben runter. Bis wir dann gesehen haben, dass mein Chili, so hat er geheissen, mit im Baum war und mit einer Wonne die Ästchen wunderschön am Stamm vom Tannenbaum abgeknabbert hat. Also wir haben an diesem Abend ein Vesuv-Fondue gehabt, ein Vulkanfondue, das immer schwarzen Rauch rausgelassen hat, plus ein Tannenbaum bis später am Abend, wo eigentlich mehr ein Stängel noch war und fast keine Äste mehr dran hatte. Wir haben an diesem Abend gelacht, wie auch schon lange nicht mehr. Das war für uns ein Weihnachtsfest, wo wir immer und immer wieder uns zurückerinnert haben. Wir haben uns buchstäblich an Weihnachten kaputt gelacht. Als die Weihnachten vorbei war, wir wieder im Alltag waren, dann ist aufs Mal ein Päckchen gekommen. Der Absender, den habe ich sofort erkannt. Er war von meinem Vater. In diesem Päckchen war eine Fondue-Pfanne, eine selber gezeichnete Karte, weil er ganz gut zeichnen konnte. Darauf gezeichnet war ein Vulkanfondue mit dem Text, damit ich das nächste Mal beim Fondue-Essen nicht wieder die ganze Zeit Furio, Furio muss rufen. Mein Vater und meine Mutter sind leider schon gestorben. Aber die Karte, die habe ich immer noch bei mir. Und jedes Mal, wenn ich die Karte wieder vornehme von meinem Vater, denke ich an die absolut tolle Weihnachten zurück. Es war kein perfektes Weihnachten, dafür ein herzliches, lustiges, wo wir uns immer wieder erinnert haben. Je mehr du deine Erwartungshaltung an dich selber und an deine Liebsten abschraubst und auch als Fest selber, dass nicht alles so perfekt muss sein und das Fest genauso schön ist, unperfekt und dafür lieber friedlich, glücklich, lustig. Das ist für mich Weihnachten. Sich selber nicht so ernst nehmen, nicht perfekt wollen sein,
dafür mit Herz, Humor und einem wunderschönen inneren Frieden. Um dich noch ein bisschen aus der Weihnachtshektik rauszureissen, habe ich für dich noch ein absolutes Zuckerli gefunden. In Form von einem Schüleraufsatz, den du dir wirklich unbedingt auch noch anschauen solltest. Ein Schüleraufsatz zum Advent. Der Advent ist die schönste Zeit im Winter. Die meisten Leute haben im Winter Grippe. Das ist mit Fieber. Wir haben auch eine, aber die ist mit einer Beleuchtung und die schreibt sich mit K. 3 Wochen bevor das Christkindli kommt, stellt der Papi die Krippe im Wohnzimmer auf und meine kleine Schwester und ich, wir dürfen alle mithelfen. Viele Krippen sind so richtig langweilig, aber unsere nicht, weil wir haben absolut mordstolle Figuren drinnen. Ich habe einmal den Josef aus Christkind auf einen Ofen gestellt, weil ich wollte, dass sie schön warm haben. Aber es ist ihnen, glaube ich, ein bisschen zu heiss geworden. Das Christkindli ist schwarz geworden und der Josef, der hat sie lauter Trümmer zertatscht. Ein Fuß von ihm ist bis in Gutzli-Teig hineingeflogen. Und das war aber dann gar kein schöner Anblick mehr. Meine Mutter hat dann mit mir geschumpfen und hat gesagt, dass nicht einmal die Heiligen vor mir sicher sind. Wenn die Maria ohne Mann und ohne Kind dasteht, dann sieht das aber gar nicht gut aus. Aber ich habe Gott sei Dank so viele Figuren in meiner Spielzeugkiste und der Josef ist halt jetzt der Donald Duck. Als Christkind wollte ich den Asterix nehmen, weil der ist als einziger so klein, dass er in diesen Futtertrog gepasst hat. Dann hat aber meine Mutter gesagt, man kann doch nicht einen Asterix als Christkind nehmen. Dann ist das verbrannte Christkind gäng noch besser. Es ist zwar schwarz, aber immerhin ist es Christkindli. Hinter dem Christkind stehen 2 Ochsen, ein Esel, ein Nilpferd und ein Brontosaurier. Das Nilpferd und der Saurier habe ich reingestellt, weil der Ochs und der Esel, ja, das wäre ja auch gar zu langweilig gewesen. Links, neben dem Stall, kommen gerade die heiligen 3 Könige. Ein König ist dem Papi im letzten Advent beim Putzen runtergefallen und er war einfach total hin. Jetzt haben wir nur noch 2 heilige Könige und einen heiligen Batman als Ersatz. Normal haben die heiligen Könige einen Haufen Zeug fürs Christkindli dabei. Nämlich Gold, Weihrauch und Püree oder so ähnlich wie das Zeug heisst. Von unseren Heiligen hat einer anstatt Gold ein Ketschgummipapierli dabei. Das glänzt nämlich genauso schön. Und der andere hat ein Marlboro in der Hand, weil wir eben keinen Weihrauch hatten. Aber die Marlboro, die raucht nämlich auch schön, wenn man sie anzündet. Und der heilige Batman, der hat eine Pistole in der Hand. Das ist zwar kein Geschenk fürs Christkindli, aber mit dieser Pistole kann er dafür das Christkindli vom Dinosaurier beschützen. Hinter den 3 Heiligen sind ein paar rothäutige Indianer und ein Engel. Dem Engel ist ein Fuss abgebrochen und darum haben wir ihn auf einen Töff gesetzt, damit es ihm ein bisschen einfacher geht. Mit dem Töff kann er fahren, wenn er dann nicht gerade am Fliegen ist. Rechts neben dem Stall haben wir noch das Rotkäppli angestellt und sie hat eine Pizza und 3 Bier für die Oma dabei. Einen Wolf haben wir nicht gehabt, darum lauert hinter dem Baum ein Bär als Ersatz für einen Wolf. Mehr steht nicht in unserer Krippe, aber ich glaube, das reicht völlig aus. Am Abend dann schalten wir alle die Lampen ein, dann ist unsere Krippe erst so richtig schön. Wir sitzen um die Krippe und singen dann Adventslieder. Die gefallen mir,
Aber die meisten sind ja so langweilig. Mein Grossvater, der hat mir noch ein Gedicht beigebracht zum Advent. Das geht nämlich gerade so. Advent, Advent, der Bärenwurz brennt. Erst trinkst du 1, dann 2, 3, 4, dann holst du dich mit dem Hirn an die Tür. Obwohl ich das Gedicht ja recht schön finde, hat meine Mutter gesagt, dass ich es mir gar nicht mehr merken darf. Und es geht ja schon schnell, dann ist der Advent vorbei und die Weihnachten auch schon. Und dann geht schon das neue Jahr los. Die Geschenke sind ausgepackt, man bekommt bis zu den Ostern sowieso nichts mehr, ausser man hat dann vielleicht zwischendurch noch Geburtstag. Aber eins, das ist ganz gewiss, der nächste Advent, der kommt immer wieder. Ich finde es einen ganz tollen Aufsatz. Wer ihn geschrieben hat, das weiss ich leider nicht. Aber ich finde ihn allemal wert, zum vorgelesen werden. Ich hoffe, ich konnte dich mit meinen 2 Geschichten zum Schmunzeln bringen und vielleicht auch dazu, dir selber die Messlatte vom perfekten Weihnachten nicht allzu hoch zu legen. Denn du siehst, Weihnachten läuft auch an anderen Orten absolut nicht perfekt. Und es muss auch nicht sein. Es ist doch viel wichtiger, dass es herzlich, fröhlich und lachend ist. Denn das sollte ja doch sein, unser Weihnachtsfest. Statt in ein Perfektionsstreben zu kommen, lieber ein bisschen mit Gelassenheit das anzugehen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnieren und mir vielleicht einen Kommentar schreibst, wenn wir uns vernetzen, auf Facebook, Pinterest, Instagram, egal wo. Vielleicht möchtest du auch lernen, dich ein bisschen weniger unter Druck setzen, gelassener zu werden, auch in hektischen und schwierigen Zeiten. Dann kann ich dir bestens mein Resilienzseminar empfehlen. Den Link dazu findest du im Podcast-Beschreibung. Ich wünsche dir von Herzen eine schöne, ruhige Adventszeit mit viel Herzlichkeit, Fröhlichkeit und Besinnlichkeit. Bis bald, deine Pierina Steiner.